Warum ist diese Bitte so verstörend? Dieser Satz aus dem Unser Vater, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Die ist nur schon mal deshalb verstörend, weil das Unser Vater ja ein reines Bittgebet ist und wir leben heute in Zeiten, wo vermutlich Dank und Worship höher dotiert sind als Bittgebet. Das gab es schon immer. Es gab immer Zeiten in der Kirche, wo man gesagt hat, ja, Bittgebet, das ist nicht so der besondere Ausdruck des Glaubens. Ja? Also das ist schon mal so ein bisschen störend, aber jetzt kommt hier eine Bitte, die ist wirklich disruptiv. Die ist verstörend. Vergib uns unsere Schuld. Was stimmt denn eigentlich mit uns nicht, dass wir diese Bitte nötig haben? Was hat denn Jesus bei seinen Jüngern gesehen, dass er ihnen beigebracht hat, so zu beten? Also das stört irgendwie, ist das nicht so bequem für mich? Ich frage ihn, wie soll ich beten? Und der sagt mir, bitte um Vergebung. Da denke ich, Mann, what the heck is the matter with me? Und noch verstörender ist der zweite Satz. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Echt jetzt? Ich dachte, das hätte ich so auf die Latte gekriegt, auf die Reihe, dass Vergebung voraussetzungslos ist, dass mir vergeben ist. Und jetzt fühlt sich das für mich fast so an, als wäre die Vergebung Gottes, die er mir schenkt, abhängig von der Vergebung, die ich anderen schenke. Das finde ich disruptiv. Das müssen wir uns geben, Leute. Wir müssen uns diese verstörenden Momente, diese verstörende Wirkung, diese Effekte dieses Gebetes, dieser Zeile, die müssen wir uns geben. Wisst ihr warum? Weil sonst besteht bei uns nämlich die Gefahr, dass wir dieses Unser Vater runterknattern. Dann leiern wir es einfach runter. Es tut uns gut, wenn uns dieses Gebet jetzt erstmal so quer steht und wir nicht genau wissen, hallo, echt? Jesus fordert von uns nämlich keinen Kadavergehorsam. Er will, dass wir mit ganzem Herzen dabei sind. Und wenn ich ein Ziel verfolge mit dieser Predigt, und zwar auch mir selbst gegenüber, ich predige heute Morgen mal wieder mir selbst, aber auch euch gegenüber, egal hier in der Halle oder wo immer du gerade bist, ein Ziel, ich würde gerne, dass wir dieses Gebet nicht herzlos runterleiern, sondern dass wir mit ganzem Herzen und mit ganzer Liebe wieder einen frischen neuen Zugang auch zu dieser verstörenden Zeile, zu dieser Bitte vorkommen. Ich will alles tun, dass sich dieses Gebet nicht abnutzt. Kommt ja leider häufig vor, dass sich auch die heiligsten Worte, die wir kennen und sagen, irgendwie abnutzen. Und dann sind sie nur noch Blech. Wie sich diese Worte nicht abnutzen oder wie sie sich abnutzen. Ich habe lange in einer falschen Demut gelebt und diese Demut war falsch, weil sie nicht echt war, auch vor Gott nicht und vor den Nächsten schon gar nicht. War nicht authentisch. Aber ich habe das zunächst gar nicht gemerkt. Ich habe lange gebraucht, um zu spüren, dass da irgendwas nicht so gut läuft. Und zwar war für mich eigentlich schon immer völlig klar, dass Sünde moralisches Fehlverhalten ist. Also heute würde ich das unbedingt qualifizieren wollen, diesen Satz. Wer Sünde mit ordentlich Moralin spritze und dann loszieht und meint, man könnte so über Sünde sprechen, das ist schwierig. Ja? Aber für mich war das mal lange Zeit wie gesetzt. Sünde bedeutet, dass ich handle und übertrete dabei die absoluten moralischen Normen Gottes. Ja? So, und dann lade ich Schuld auf mich. War für mich auch klar. Konnte ich zwar nie wirklich erklären. Ich konnte nie wirklich erklären, wie funktioniert dieser Mechanismus. Ich tue jetzt etwas, was irgendwie moralisch nicht in Ordnung ist vor Gott. Und wie funktioniert das jetzt, dass ich Schuld auf mich lade, die ich dann, keine Ahnung.
Aber ich hab das gemacht. So, und dann entsteht tatsächlich ein Glaube, der sich vor Gott schuldig und sündig sieht. Das ist ja auch nicht komplett falsch, aber das hat bei mir dazu geführt, und vielleicht denkt ihr, ja, das geht mir ein Stück weit auch so, da ist mir auch so gegangen. Bei mir hat das dazu geführt, ich habe mich immer vor ihm schuldig gefühlt. Immer mit diesem Schuldbewusstsein rumgelaufen. So, und dann hörst du dieses Gebet natürlich so: Herr, lehr uns beten. Ja, bete, vergib mir meine Schuld. Und dann fängt dieser Abnutzungsprozess an. Ja? Dieser Abnutzungsprozess, der beginnt dort, wo du jetzt, wenn du dich schuldig fühlst, dann betest du, vergib mir meine Schuld, und wenn es ja funktioniert, dann kommt auch die Entlastung, dass du durchatmest. Ja? So, aber irgendwann nutzt sich das so ab. Was musst du dann machen, damit du den Effekt wieder spürst? Das ist so eine Art Durchlauferhitzer. Du musst den Hahn noch weiter aufdrehen und die Temperatur noch weiter nach oben. Und dann hast du, vielleicht so wie ich, so den ganzen Tag immer wieder so ein ganz feines Sieb, ein feines Gewissen, die wird deine Sündhaftigkeit, deine Schuld, die wird dir dann immer noch größer, und dann hast du wieder das gesteigerte Bedürfnis, Vergebung zu empfangen. Aber irgendwann ist der Effekt vorbei. Irgendwann funktioniert dieser Durchlauferhitzer nicht mehr. Am Anfang war das noch in Ordnung, ich habe Vergebung erlebt, aber je länger, desto weniger funktionierte das für mich. Ich meine, wir sollten diesen Durchlauferhitzer abstellen, diese Abnutzung dieses Gebetes, die damit verbunden ist. Und wie stellen wir das ab? Naja, das ist auch nicht so einfach, aber ich habe einen Vorschlag mitgebracht. Und ich würde sagen, wir bräuchten ganz kurz eine Orientierung über das, was ist denn eigentlich Vergebung? Und was ist mit Schuld gemeint? Schuld entsteht dort, wo ich etwas geschenkt bekommen habe und kann es nicht wieder zurückgeben. Das ist relativ easy. Die Person, die mir etwas geschenkt hat, ist dann der Gläubiger, und ich, wenn ich das nicht mehr zurückgeben vermag, ist der Schuldner. So, das klingt jetzt ziemlich juristisch. Deshalb hole ich das jetzt mal ganz banal konkret in unser Leben hinein. Du kennst diese Erfahrung nämlich vermutlich genau wie ich. Da hast du einem anderen Menschen Liebe und Vertrauen geschenkt, nur mal um so ein Beispiel zu nennen. Aber dieser Mensch geht mit diesen Gaben, die du geschenkt hast, in einer fragwürdigen Weise um. Warum tut er das? Warum macht sie das? Keine Ahnung. Vielleicht kann sie nicht anders. Vielleicht ist auch ein dummer Fehler passiert, dass das, was du geschenkt hast, einem anderen Menschen nicht zurückfließt zu dir wieder. Vielleicht ist es auch gar nicht die Schuld des anderen Menschen. Ich gebe dir mein Auto und du fährst beim Parken eine fette Beule in den Kotflügel. Kein Ding, oder? Kein Ding, das kannst du wieder gut machen. Die Schuld, die du da auf dich geladen hast, das kannst du wieder gut machen. Das ist auch deine Verpflichtung irgendwie, dass du das wieder gut machst. Und weil du auch weißt, dass du es vielleicht, je nachdem wie teuer es ist, bezahlst du ja eine Versicherung, dann macht es die Versicherung für dich gut. Aber die Schuld wird einfach wieder gut gemacht. Jetzt steigern wir das Beispiel mal. Sieht nämlich schon ganz anders aus, wenn ich dir mein Auto gehe und du bretterst mit dem Ding wie wild durch die Stadt und kannst dir selber gar nicht erklären, warum das so ein Blitzlichtgewitter war letzte Nacht. Und dann fliegen bei mir die Bußzettel rein. Merkt ihr, das ist jetzt schon ein bisschen anders gelagert. Jetzt hast du mit einer Gabe, die ich dir gegeben habe, im Vertrauen, vielleicht auch aus Liebe, weil ich gedacht habe, oh, das wäre für den mal cool so oder für die so, mal mit meinem Auto, keine Ahnung, Cabriolet noch und dann Frühling und yes. Und dann, das macht dann schon ein bisschen etwas mit mir, wenn ich merke, sag mal, was ist jetzt? Und vor allen Dingen, ich kriege die Buße. Also jetzt würde ich aber echt sagen, wir müssen miteinander reden. Wir müssen miteinander reden über Schuld.
Noch anders sieht es aus, wenn du mein Auto komplett zerlegst. Und wenn sich dabei herausstellt, dass du weder eine Versicherung hast, noch einen Führerschein, weil du den vielleicht vor 2 Monaten aus irgendwelchen Gründen weggenommen bekommen hast. Und jetzt hast du auch kein Geld, um das Auto, was du mir zerlegt hast, mir einfach ein entsprechendes anderes dahin zu stellen. Was kann uns in solchen Fällen weiterhelfen? Ich glaube, wenn wir jetzt in der Beziehung von Liebe und Vertrauen, was ich dir ja geschenkt habe, wenn wir dabei bleiben könnten, das wäre die große Hilfe. Und dann könnten wir großzügig und barmherzig miteinander sein, oder? Großzügig und barmherzig. Natürlich würde ich dich vielleicht fragen und sagen, hey, ich verstehe, dass du das Auto unbedingt gebraucht hast für dies und jenes. Aber du hättest mir auch sagen können, dass du gar keinen Führerschein mehr hast. Ich hätte dich gefahren, mit Liebe hätte ich das für dich erledigt. Da würden wir auch drüber reden. Aber hinsichtlich der Schuld, die entstanden ist, würde ich jetzt sagen, meine Güte, es ist ein Auto. Give me a break. Es ist nur ein Auto. Und das kann man ersetzen. Also spürt ihr, ich unterscheide jetzt erstmal und plädiere für mehr Großzügigkeit. Übrigens, eine Tugend, die wir in diesen wilden Zeiten, wo jeder nur noch im Modus von Empörung mit dem anderen redet und wo der kleinste Fehler hin und her und yes und unsere Gesellschaft, wir brauchen unbedingt mehr Großzügigkeit miteinander. Dieses Wutbürgertum und was da teilweise abgeht, auch heute, also Großzügigkeit. Aber jetzt komme ich zur Vergebung. Was ist, wenn ich dir in Liebe und Vertrauen meine Tochter anvertraue und du holst sie aus dem Kindergarten? Aber du hattest nichts Besseres zu tun, als dann doch noch dein Schlückchen Alkohol oder deine Drogen zu dir zu nehmen und du baust einen Unfall und dabei bleibt mein Kind tot. Das kannst du nicht wieder gut machen. Und sollte jetzt jemand hier sein, dem so etwas passiert ist, dann wisst ihr am allerbesten, wovon ich spreche. Da ist uns etwas genommen, das kann keine Instanz auf dieser Welt wieder gut machen. Da gibt es keinen Ausgleich für diese Schuld. Da hilft uns nur noch eins weiter, Vergebung. Und ob diese Vergebung zustande kommt, das ist nicht einfach, Leute. Ob du zu mir kommst und deine endlose Scham überwindest, du schämst dich ja in Grund und Boden für das, was du gemacht hast. Ob du das überwinden kannst, das wäre ein Riesenwunder, wenn du dann kommst und sagst, Andreas, ich bitte dich um Vergebung. Und es wäre ein großes Wunder, wenn ich dir diese Vergebung auch schenken könnte, wenn ich irgendwie dahin käme und könnte mir denken, dass auch du genauso einer bist wie ich, genauso eine wie ich und dass auch ich irgendwann an den Punkt kommen könnte, dass mir so etwas passiert und dass ich vielleicht sage, ich kann dir selber nicht vergeben, aber dass ich wenigstens glauben kann, dass Gott dir vergibt und dass ich dann vielleicht ganz still und heimlich sage, Gott vergib ihr, lass ihn raus aus dieser schrecklichen Situation. Also Vergebung ist etwas vom Schönsten und vom Erstaunlichsten und vom Heiligsten, was uns in unserem Leben überhaupt widerfahren und in unser Leben überhaupt auch reinfallen kann. Es ist so heilig. Und deshalb glaube ich, sollten wir nicht allzu schnell von Vergebung sprechen. Dieses Wort Vergebung ist vielleicht gerade in der Kirche, im Bereich des christlichen Glaubens ein Wort, was ständig in der Gefahr steht, abgenutzt zu werden, ist eine Inflation dieses Wortes Vergebung.
Ich würde euch am liebsten jetzt mal alle fragen, ob ihr das denn schon mal wirklich erlebt habt, dass ihr vor einem anderen Menschen standet und wusstet, ich bin in einer Weise schuldig geworden an seinem Leben. Ich habe das, was er oder sie mir geschenkt hat, ich habe das derart, ob jetzt wirklich auch unverschuldet oder bewusst verschuldet, aber ich habe das so in den Sand gesetzt. Ich habe dort einen Schaden angerichtet. Ich kann diesen Schaden nicht wieder gut machen durch keine Bezahlung. Übrigens auch durch keine Bestrafung. Was bringt es denn mir, wenn du, sagen wir mal, es gibt immer noch Staaten, da werden Mörderinnen und Mörder umgebracht, wenn sie einen anderen Menschen ermorden. Was bringt es denn mir, wenn mich das jetzt irgendwie betroffen hätte? Bringt mir ja gar nichts. Wenn du dann auch dein Leben dafür lassen musst, dass du einem anderen Menschen das Leben genommen hast. Ja? Überhaupt nichts Heilsames ist da dabei. Deswegen finde ich, lasst uns dieses Wort heilig halten, dieses Wort Vergebung. Und jetzt bitte ich dich, dass du so in dem inneren Film, der vielleicht jetzt bei dir abgeht, dass in deinem Kopfkino, dass du vielleicht einfach mal überlegst, ja, ist mir das auch schon passiert? Ist dir das passiert als Gläubiger oder als Schuldner, als jemand, der sagt, ja, ich habe da auch schon um Vergebung gebeten oder ich musste auch schon, wurde gefragt, Vergebung zu gewähren, Vergebung zu schenken? Und verknüpfen wir es jetzt nochmal mit Gott, weil Gott ist der eigentliche, oberste, wundervolle Geber deines Lebens. Er ist der Geber aller Gaben, er liebt dich und er hat dich mit Talenten und Gaben ausgestattet, er hat dich vollgestopft mit Potenzialen und er setzt sein ganzes Vertrauen in dich. Er liebt es, wenn er sieht, dass du mit der Gabe des Lebens und mit allem, was für dich dazugehört, abhebst, anfängst zu fliegen. Diese kerngesunde Selbstverwirklichung, die Gott sehen will. So geben wir ihm diese Gaben auch zurück. Und wenn wir das vermasseln oder uns vermasseln wird, dann werden wir irgendwie in einer geheimnisvollen Weise schuldig am Leben. An uns selbst werden wir schuldig, am Nächsten und irgendwo auch an Gott, der sich das mal alles so anders gedacht hatte. Da wird es ganz wild, wenn du entdeckst, was Gott dir gegeben hat und wenn das dann so überfließend ist, dass du nun auch voll Glaube, Liebe und Hoffnung gegenüber anderen Menschen auftrittst und die Gaben des Lebens, die du von Gott geschenkt bekommen hast, einfach an andere weiter verschenkst. Und auch da werde ich schuldig. Kennt ihr das nicht auch? Dass du da stehst und du bist himmeltraurig, dass du nicht mehr geliebt hast, nicht mehr gehofft, nicht mehr geglaubt hast? Ich will das doch. Ich will doch der Fülle des Lebens zwischen uns in dieser Welt gerecht werden und ich leide daran, wenn ich am Leben in dieser Weise schuldig werde. Aus vielen Gründen gelingt es uns nicht immer. Und vielleicht ist es auch eine ganz, ganz besondere Schuld, in diesem Sinne Schuld, wenn wir aufgrund von falschen Vorstellungen von Gott, falsche Glaubensvorstellungen irgendwie dann so unsere Talente verbuddeln. Ihr kennt diese Geschichte, die Jesus mal erzählt, dass da jemand Talente, Geld, Möglichkeiten, Fähigkeiten austeilt und dann wird beschrieben, wie die unterschiedlichen Leute damit unterschiedlich umgehen und wie sie das einsetzen und wirklich auch zur Selbstverwirklichung und zur Verbesserung dieser Welt. Und da ist aber einer, der hat Angst und der verbuddelt das alles. Und als der Geber, als der Gläubiger dann wiederkommt, dann buddelt er das wieder aus und dann sagt er dem, ich wusste, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht säst, ja. Und da habe ich Angst bekommen und hier hast du das Deine wieder. Oh, das ist auch so traurig, finde ich, oder? Das ist auch so ein Jammer, das ist irgendwie so, da werden wir dem Leben auch nicht gerecht und schon gar nicht demjenigen, von dem wir doch wissen, dass er kein Investmentbanker ist, der dann irgendwann wieder um die Ecke kommt und sagt, wo ist das? Jetzt her und zwar doppelt und dreifach mit Gewinn.
das ist er doch gar nicht, unser Gott. Wie schön wäre es, wenn wir großzügiger werden mit uns selbst und mit den anderen. Wie wundervoll wäre es, wenn wir erleben, dass Gott uns vergibt, wenn wir erleben, dass Gott uns diese Entwicklungsgroßzügigkeit auch zuspricht und gewährt und wenn wir das auch anderen gewähren könnten. Hey, wir sind ja keine Weltmeister im Richtigmachen, oder? Wir brauchen diese Großzügigkeit und wenn es hart auf hart kommt, brauchen wir die nicht alles richtig machen. Die schuldig werden, brauchen wir auch Vergebung. Sie ist eine der ganz, ganz großen Gaben Gottes. Und wir haben sie nötig an den Tiefpunkten unseres Lebens. Und wenn du am Tiefpunkt deines Lebens an den Punkt kommst, wo du befreit wirst, um Vergebung zu bitten oder wo du befreit wirst, Vergebung zu gewähren, dann werden die Tiefpunkte deines Lebens zu Nullpunkten der Gnade Gottes. Und da ist schon der ganze Umschlag. Du bist auf dem Nullpunkt und die Gnade Gottes erhebt dich wieder. Dass man mir das gewährt hat, ist das Größte für mich. Und dass ich das anderen Menschen gewähren durfte, ist vielleicht das Größte für die anderen Menschen und auch für mich selbst. Spürt ihr den Zusammenhang jetzt zwischen vergib uns unsere Schuld, wie auch wir, jetzt übersetze ich mal etwas konkreter, wie auch wir hiermit, indem wir dich um Vergebung bitten, hiermit vergeben wir unseren Schuldigern. Das ist genau jetzt der Zusammenhang. Jesus erzählt nämlich auch noch mal eine andere Geschichte, die kennt ihr vielleicht auch mehr oder weniger, dass da jemand, der bei einem König in einer endlosen Schuld steht, eine Summe, unfassbar groß, 10.000 Talente. König Salomo hat zu seinen besten Zeiten, und er war der reichste ever, vielleicht der reichste Mann der Welt, hat er pro Jahr 666 Talente umgesetzt. Da seht ihr mal, was diese 10.000 für eine Summe gewesen ist. Also wie gesagt, die konnte keiner wieder gut machen. Und der König sagt dann seinem Untergebenen, ich erlasse dir all die Schuld, jetzt geh nach Heim und freu dich deines Lebens. Und auf dem Heimweg begegnet ihm, er ist auch ein Gläubiger, gegenüber dem war er Schuldner, aber jetzt ist er Gläubiger, da begegnet ihm einer, dem hat er auch Geld geliehen. Und jetzt kommt der auch und sagt, erlass mir das oder schieb das nochmal auf. Und dann sagt er, nein, das mache ich nicht und lässt den ins Gefängnis werfen. Ihr Lieben, es geht nicht darum, dass wir durch die Vergebung, die wir einander gewähren, uns die Vergebung Gottes verdienen. Es geht schlichtweg darum, wenn du von Gott etwas empfangen hast, etwas so Heiliges, etwas so Schönes, dann verstockst du dein eigenes Herz, dann machst du dich selber komplett stumpf gegenüber jeder Vergebung, wenn du das nicht weitergibst, wenn du diese Gabe nicht weitergibst. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir hiermit vergeben unseren Schuldigern. So ist das gemeint. So, dann will ich noch was dazu sagen, dass dieses Gebet heftig missbraucht wird. Und ich erzähle es einfach als eine persönliche Geschichte. Ich bleibe keusch und erzähle euch nicht die Details, aber ich bin an einem Mann einmal schuldig geworden in einer abgrundtief schrecklichen Weise. Ich habe das Vertrauen und die Freundschaft dieses Mannes auf übelste Weise ausgenutzt. Es hat lange gedauert, bis dass ich den Mut hatte, ihn durch einen Brief um Vergebung zu bitten. Es war nicht nur die Scham, sondern ich wusste, dass ich ihn so sehr verletzt hatte. Da musste erst mal Zeit ins Land gehen, bis dass auch ich dachte, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um Vergebung zu bitten. Und dann kam die Antwort. Und was ich jetzt sage, sage ich voll Liebe und Großmut gegenüber diesen Menschen, nicht als Verurteilung. Da kam die Antwort und zitiert wurde in dieser Antwort genau dieser Vers, über den wir heute Morgen sprechen.
Und so wie dieser Mensch das zitiert hat, stand ich dort und wusste nicht, ob er mir vergeben hat. Es hat sich für mich so angefühlt, als wäre es seine verdammte Gottespflicht, mir zu vergeben. Dann hat er gesagt, ich vergebe dir, weil, und das war genau in diesem Muster, ja, so stand es da. Und es hat mir so leid getan. Es fällt mir auch so schwer, dass ich bis heute nicht weiß, ob er mir wirklich vergeben hat oder ob es nur ein Kadavergehorsam war gegenüber Gott. Bis heute weiß ich das nicht. Es tut mir so leid, dass wir unter diesem Missbrauch dieses Wortes so sehr leiden. Ich könnte euch so viele Geschichten von Menschen erzählen, die mir erzählt haben, dass sie aufgefordert wurden zu vergeben. Als wäre das so ein Knopf, den du drücken kannst in dir, wo man gesagt hat, ja klar, dass dein Leben nicht weitergeht, ja klar, du bist unglücklich, bist nicht glücklich, ist doch Logo, weil du halt nicht vergibst. Aber es ist dir geboten zu vergeben und sonst wehe dir, da ist dein Glaube in Gefahr, wenn du jetzt nicht vergibst. Da wird ein irrsinniger Druck aufgesetzt. Man lässt sich überhaupt kaum Zeit, bis dass Menschen mal an den Punkt kommen, um Vergebung zu bitten, aber auch bis dass Menschen an den Punkt kommen, um Vergebung zu gewähren. Lasst uns das Heilige der Vergebung bitte, bitte, bitte nicht länger so antasten. Das sind Vergewaltigungen unseres Selbst, das sind schlimme, traumatische Ereignisse. Wenn du einen Menschen zu arg dazu drängst, auch mit theologischen Tricks und Kniffs, damit er oder sie dann doch jetzt mal endlich vergibt und dann noch ordentlich Druck aufbaust. So, und abschließend, was diese Bitte freisetzt. Jetzt habe ich ja doch auch von diesem Missbrauch gesprochen, jetzt will ich diese Bitte am Schluss nochmal abfeiern. Richtig abfeiern, das ist ja ein Hammersatz, der hier gesagt wird. Ja, okay, verstörend und disruptiv, aber was diese Bitte freisetzt, und das bedeutet ja in doppelter Weise, was ist es, was dich freisetzt, um Vergebung zu bitten? Antwort, genau das, was Jesus nach dem Vaterunser erzählt. Nach dem Vaterunser, als sie ihn gefragt haben, lehr uns beten, erzählt Jesus die Geschichte von einem Menschen, der in der Nacht Besuch bekommt, und dann geht er zu einem Freund und dann will dieser Freund eigentlich nicht so recht da so was geben, was Brot und Speisen und alles. Und dann kommt der Clou und Jesus sagt, meine Güte, also letzten Endes tut es der Freund dann doch, ja, er lässt sich erweichen, er kommt aus dem Bett und gibt dann das, um was er gebeten wird, und dann sagt Jesus, meine Güte, also wenn schon ihr als Menschen in der Lage seid, gute Gaben zu geben, auch unter widrigsten Bedingungen, um wie viel mehr ist euer Gott in der Lage, euch das zu geben, um was ihr bittet? Ja, so. Und vor dem Unser Vater spricht Jesus davon, dass er sagt, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden. Ja? Es gibt im Heidnischen tatsächlich die Praxis des, auf Lateinisch, ich spare mir das Lateinische, Gott müde beten, Gott müde beten, mit vielen Worten, Gott müde beten, vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Schuld, vergib mir meine Schuld. Ja, da ist er wieder, der Durchlauferhitzer. Und wir denken, dass Gott es nötig hätte, dass wir ihn müde beten, wenn wir ihn um die Vergebung der Sünden bitten. Was setzt diese Bitte in dir frei? Nichts anderes, als dass Gott vor dir steht und sagt, ich habe sowas von Lust, dir endlich zu vergeben. So, jetzt kommt die Frage vom Raffi. Warum um alles in der Welt will denn Gott um Vergebung gebeten werden? Wir gehen ja so davon aus, dass er uns schon alles vergeben hat und alles vergeben wird. Nein, das ist lieblos. Raffi, das wäre lieblos. Raffi, ich mach's mal spontan persönlich. Stell dir nur mal vor, du würdest deiner Frau zu allen Zeiten, an allen Ecken und Enden, ihre Wünsche von den Lippen lesen und würdest die ungefragt alle erfüllen, diese Wünsche. Da würde deine Frau irgendwann sagen, Raffi, sag mal, liebst du mich eigentlich noch? Weil es ein Teil eurer Liebesbeziehung ist, dass selbst wenn du mal weißt, was sie bedarf oder es ahnst, dass du nicht einfach über sie drüber gehst, nicht einfach in ihr inneres Heiligtum hineinlatschst, sondern dass du wartest, bis sie am Start ist. Und das signalisiert sie dir, die Liebe signalisiert sie dir, indem sie sagt, Raffi, bitte,
Raffi, bitte. Gott kann uns nicht einfach so vergeben. Das wäre lieblos. Im äußersten Maße wäre das lieblos. Gott hat sich verpflichtet, dass er uns vergeben will, wenn wir auch an den Punkt kommen und das wollen. Das ist eine echte Liebesbeziehung. Das ist der Grund, warum wir so beten sollen. Ich finde das echt was richtig Schönes. Und was befreit diese Bitte? Was setzt jetzt, wenn Vergebung, dieses wahnsinnige Erlebnis, wenn du das machst, was setzt das frei in dir? So, das eine ist, du hast von Gott das Recht, eine andere zu werden. Durch die Vergebung nimmst du dieses göttliche Recht in Anspruch und du sagst, Schluss jetzt mit dieser Gefangenschaft, mit dieser Schuld. Ich will das endlich loswerden und ein anderer Mensch werden. Was für eine Freisetzung. Und jetzt noch umgedreht. Als Geschädigter bist du immer Opfer. Du bist in der Opferrolle, wenn einer an dir schuldig geworden ist. Wenn du in der Kraft des Geistes Gottes an den Punkt gebracht wirst, dass du einem anderen Menschen vergeben kannst, dann ist das nichts anderes, als dass du aus deiner Opferrolle rauskommst. Es gibt im Schweizer Fernsehen Dokumentationen, wie Menschen aus dieser Opferrolle rausgekommen sind, weil sie zu den Mördern ihrer Tochter eine Beziehung aufgebaut haben, an deren Ende dann Vergebung stand. In dieser selben Dokumentation wird aber auch gezeigt, dass manchen Vergebung nicht möglich war. Aber dort, wo Vergebung geschehen ist, sind diese Eltern aus einer Opferrolle rausgekommen. Du würdest die ein Leben lang innehaben. Dein Freund hat einfach so dich abserviert, die Liebe, die du ihm geschenkt hast, dein Ehepartner einfach, ja, dann bist du ein Opfer, natürlich. Aber an dem Tag, wo du das einem anderen Menschen oder andere Dinge vergeben kannst, kommst du aus dieser Opferrolle raus. Leute, ich wünsche mir, dass das wirklich jetzt dazu führt, dass wir mit Lust und Liebe diesen Satz aus dem Unser Vater beten. Ich möchte jetzt gerne beten. Ja, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir hiermit jetzt in diesem Moment unseren Schuldigern vergeben. Du heiliger, liebevoller Gott, voll Großzügigkeit und Gnade, Barmherzigkeit und Vergebung. Lass uns dieses Erlebnis machen mit dir. Du Heiliger Geist, wenn es jetzt dran ist, dass wir einem anderen Menschen vergeben, dann befreie uns aus der Opferrolle der Geschädigten und der Missbrauchten und der Geschundenen und mach unser Leben wieder heil. Denn wir sind keine Opfer des Lebens. Wir sind deine geliebten Kinder. Danke für das, Vater unser.